Wir brechen auf zu einer neuen, spannenden Erkundung. Hier zurück bei New Pokémon Snap auf der Switch. In der Lentil-Region, das immer noch Naturpark, müssen wir das Lumina-Phänomen beobachten können. Sieht doch gut um. Ja, irgendwie so ein Lumina-Phänomen. Sind wir schon mal sehr gespannt darauf, was genau sein soll. Und vor allem mal den Park nachts erleben. Das ist natürlich mal was Neues. Denn wir wissen ja, es gibt ja Pokémon, die sind nachtaktiv, Pokémon, die sind eher tagsüber aktiv oder aktiver. Und insofern mal gucken. Irgendwas höre ich da. Das ist die Pisofangs irgendwie so. So könnte es sein, wa? Die so laut sind, meine ich halt. Hm? Wo? Wie? Wo was? Ah. Das Hoppel war's, oder? Heißt er Hoppel? Weiß gar nicht mehr. Hier, Servus. Ah, Kramus gibt es hier auch noch. Also ihr merkt schon, ne? So Pokémon-Namen der Pokémon-Generation, gar kein Thema. Im Neueren immer noch Probleme, wobei eben, wenn man halt Schild und Schwerte nie gezockt hat. Noch nicht gezockt hat, meine ich vor allem. Ist es eher ein bisschen schwierig. Warte mal, wir machen mal ein bisschen größer. So, noch ein bisschen schlafender. Ist eben noch ein bisschen schwieriger, das mit den Namen und so. Vor allem sich beim ersten Mal schon zu merken. Okay, ist denen egal. Finde ich aber insofern auch cool, dass denen es jetzt egal ist, wenn ich die irgendwie scanne, weil es sind ja eh Boden-Pokémon. Die Shelteros, sagen wir das, Varones, ja. Ist das auch so ein Lumina-Effekt? Wer geht es? Ein Taubos! Dann wieder Hoppel. Der Hopplo, Hopplo, okay. Hoppel, Hoppelreiter. Oh Mann, jetzt juckt die Nase noch. Bäm, 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 bäm. Wo ist eigentlich? Oh, süß. Oh, guck mal einer an, die ganze Familie mit den Picolentas noch. Picolente. So. Das soll es aber hier gewesen sein. Nochmal ein Pinsir. Ja, servus. Jo, finde ich auch. Der pure Wahnsinn. Hut, Hut. Leider nur von hinten, aber egal. Das Hopplo, ey. Wo? Ja. Also eine Kristallkugel. Ah, schon besser. Hey, hör das scheiß Hopplo. Ist ein anderes Ding, aber... Ja, ich höre es auch, aber ich sehe nichts. WTF, was war denn das jetzt? Irgendwas war da, aber ich hab's nicht irgendwie mitbekommen. Hä? Okay, irgendwas vielleicht, was ich noch hätte scannen müssen, genauer. Natürlich ist das erste Mal noch, ich habe mich vor allem auf die Pokémon konzentriert.
Ich meine, letzten Bit All und so, ist klar. Da wollen wir auch sehr genau sein. So. Ist eigentlich auch süß, der hier, war. Da wären 2 Sterne. Da kommen wir auf den Shell Terra. Sieht man so einen Teil auch eher selten. Tangolos. Raupi. Kramox. Mox. Wir machen noch Mox. Kramox. Ah, ich freue mich so auf die 4. Gen. Die Remakes. Das wird geil. So, und dann Pinsir. Schade, dass Pinsir. Ja, gut, es gibt natürlich eine Mega-Entwicklung von Pinsir, was keine Entwicklung bekommen hat. So ähnlich wie Sichlo zum Beispiel. Aber eigentlich soll Pinsir ja eigentlich auch nicht mit Sichlo in einem Verhältnis stehen. Oder in Bezug stehen, sondern eher halt auch mit Scaraborn. Scaraborn hat ja auch eine Mega-Entwicklung und keine eigentliche Entwicklung bekommen. Insofern. So, das ist so. Wieso ist das eigentlich 3 Sterne wert? Verstehe jetzt irgendwie nicht ganz. Lumina-Effekt, wa? So ist trotzdem mal so. Hut. Hut den Hut. Hut. So, was nehmen wir hier Schönes? Der ist doch schön. Ja, geht so. Isofunk. Nicht schlechter Specht. Jetzt müssen wir für 2 Sterne. Ebenfalls 2 Sterne, sehr gut. Tangolos ist neu, das ist mir klar. Raupi. Shinhake da. Und das auch mit 2 Sternen, okay. Pinsir, ja komm, da will ich jetzt so viele Punkte sehen. Ja, geht so. Mehr als 4000 wären schlecht gewesen. Das Problem ist halt, hier zum Beispiel jetzt, hier haben wir das Pokémon groß abgebildet. Schlafen, wir müssen eine tolle Pose geben. Blickrichtung, weitere Pokémon. Ja, Hintergrund, oh mein Gott, hey. Der mit seinem Fuck-Hintergrund. Ja, wobei, also, warum das 3 Sterne sein soll. Ja, eben. Und halt trotzdem als Lumina-Effekt hätte. Also, ich nehme es mal an, weil es so geschimmert hat. Hut. Piccolente. So, dann war Drivia, dann müsste es eigentlich gewesen sein für diesen Auszug. Na, Professor? Ach, Kacke, Mann. Das dauert immer so lange, bis man ein nächstes Level erreicht. Profilbild, du hast mehr so eine Strecke Park an Nacht erkundet, okay. Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Jetzt ist irgendwie nichts Besonderes dabei, was ich unbedingt speichern möchte, weil diejenigen, die wir jetzt ausgewählt haben, sind sowieso gespeichert. Also insofern. Ein kurzer Ladescreen. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen.
Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt... Das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Ich habe gescannt. Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Nichts passiert zufällig. Was? Ich will auch mit. Jetzt soll ich das Ganze als Bildschirm mitverfolgen, Rita. Brich bitte auf, wenn du bereit bist, Ja, ich meine, in der heutigen Zeit vor allem, auch mit Homeoffice und allem so weit und dem Wandel der Zeit, digital und so. Du musst gar nicht mehr vor Ort sein, kannst du alles so betrachten. Der nächste Schritt werden halt Virtual Reality, also komplett virtualisiert. Also zur Lumina-Zone mit Naturpark gehen, vielleicht auf ein Lumina-Pokémon. Kein Problem. Lumina-Zone. Aha, okay, was Neues, also komplett Neues. Halt die Frage, komme ich da hin? Unterwegs im Neo One. 反応があったのはその辺りなんだけど、ちょっと周りを見てもらえるかな。そのメガニウムがイルミナポケモンだ。撮影を頼む。 Und vor allem ist es scheiße groß. Ich würde gerne noch von vorne betrachten, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Was nicht schon wieder? Ein Kristall habe ich auch schon gesehen. Sieht schon cool aus. Sonst gibt's hier nichts, wa? Nö. Mhm. Leider. Alles klar. Und Teleportation. So. Was war das Lumina-Phänomen? Krass. Dann haben wir gar nicht mal so viele, wa? Hä? Hier ist es drauf, hier nicht. Achso, das schieben wir einfach auf der Seite, oder was? Ich würde sagen, das hier. Und das ja eigentlich 2-Sterne-Wertung wäre, aber das gefällt mir irgendwie besser, aber das Gefühl.
Oder, na komm, nehmen wir das hier. Dies ist ein Meganie. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Weil es auch scheiße groß ist. Und zu sehen sein sollte. Ja, ja, komm. Also, Domination ist aber schwierig. Was? Hä? Okay. Da hat gerade Hä nur zu wenig Punkte bekommen und plötzlich trotzdem Level 2. Okay. Einen Filter bekommen. Hast du berichten erzählt, hat das geplant. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin, bye bye. Ja, du bist zurück. Und was sagst du? War es nicht wunderschön und wahnsinnig groß? Und hat es etwas gesagt? Es hat gesprochen, ja. Du hast gut reden, du warst doch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megane war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in der Legende. Und scheiße groß. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Sind das jetzt neue Shinies oder was? Was genau wie dieses Pokémon? Der Schlüssel meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ja, und das Ziel meiner Forschung ist es, alle Pokémon zu fotografieren. Schöne Scheiße, wa? Da bleibt noch viel zu tun. Ja, gut, kommt drauf an, wie lange ich die Party-Wels mache, wa? Da ich sowieso vorhabe, es nur ein einigermaßen kurz Let's Play sein soll, aber trotzdem relativ lange Folgen. Insofern wird es interessant. Das ist schwer zu sagen. Ich habe ja das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Das heißt jetzt, wir können echt überall irgendwie die ganze Region betreten, oder was? Krass, mein erster Arena-Orden. Ach nee, doch nicht, scheiße. Ein paar Dinge erledigen. Was? Noch eine Kundung aufbricht. Ja, ist mir sowieso nicht so wichtig, weil ich habe mir eigentlich gedacht, dass man es so machen, dass wir einfach pro Folge eine neue Region, also sprich auch Tageszeiten so betreten. Und das heißt, wenn ich jetzt heute in der Folge noch weitermache, würde ich halt nochmal die gleiche Region nochmal besuchen, um sicher zu sein, dass wir wirklich alles entdeckt haben. Ein Apfel, ah, danke schön. Also, leg mal los. Das ist ein Samtapfel, ein Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Ah, wie damals im originalen Pokémon Snap. Oder wie auch in Pokémon spielen, wenn man irgendwie so in einer Safari-Zone und so ist, einfach um die Pokémon halt anzulocken. Jo, mach ich. Ja, danke, ich spiele mit dem Pokémon-Troll, also passt's. Ja, schöne Scheiße. Das Pikachu bereits weg.
少し上に向かって投げるのがコツだよ。たまに食べてくれないポケモンもいるんだよね。警戒してるのかな。よし、練習今。Ich wollte eigentlich ein Foto schießen. Hallo? Menno. Ein schönes Pikachu-Apfelfoto. Hm. Sagt doch Lentil Connect etwas? Hast davon gehört, der vermutlich online war. Also, ja, toll. Hat heutzutage jedes Handy, dankeschön. Das heißt heutzutage schon länger. So. Können nochmal in die Lumina-Zone gehen, das wäre vielleicht nochmal etwas. Und nochmal ein bisschen das Bild vom Megane schießen können. Außen natürlich, jetzt kommt ein anderes Lumina-Pokémon. Oder sogar, jetzt kommt gar kein Lumina-Pokémon. Weil das Ganze nicht überreizen darf, das könnte ja auch sein. Wir springen das Ganze mal. Das wird gehen. Naja, der gute Leute noch nichts. Ich glaube, unendliche Äpfel war. So, jetzt aber. Das Bild muss doch Gold wert sein. Ah, Moment. Wir sind Tassenhund angekommen. Evoli, bleib hier! Und weg ist es. So, gibt's sonst noch etwas? Was ist? Ja, nix, nur ein bisschen gescannt. Kann ich einen Grab schießen? Oh, irgendwie schon, aber der Ganze ist einfach ein bisschen zu fett dafür. Okay. Gut, wir haben neue Bilder von Megane geschossen. Vor allem in der Lumina-Form, ganz wichtig. Ja, mir macht es irgendwie noch nicht. Kann man so eins noch schießen, ganz normales. Hä? Wo denn? Aha. Okay, das Lumina-Phänomen selbst ist jetzt noch ein zweites Mal angetreten. Komm schon! Mach was! Sag Cheese! Oder Käse von mir aus. Zurück in die Zukunft! Zum Zum. Das hat Spaß gemacht. So, ja, wir haben 2 Pokémon, haben tatsächlich noch ein Evoli erwischt. Dafür 3 Sterne. Ja, gut, von mir aus. So. Das ist natürlich wunderschön. Finde ich zumindest. So, ist natürlich ein bisschen klein, aber es ging nicht anders. Immerhin 3 Sterne. So kann man das Megane muss ein bisschen was bringen, ey.
New Record. Dann tut er das hier. Und es trotzdem nur 2 Sterne sehen dabei, shit happens. Oh ja, Lumination, die dauert, bis wir das haben. Spitzenfoto, ja, danke schön. Strecke neu starten. Ne, die gleiche Strecke nicht nochmal, ich hätte eine andere. Also eigentlich die bei Nacht, einfach ohne Lumina-Effekt. Ich glaube, 1, 2 Pokémon können wir dann noch, also weiter noch erwischen und dann würden wir halt uns mal ein anderes Gebiet aufmachen. Das tut dann ab der nächsten Folge, war ganz klar. So, genau, Parktag haben wir schon 2-mal gemacht, glaube ich, wenn wir richtig erinnern, sogar 3-mal. Deswegen jetzt mal Park bei Nacht. Ich muss aber sagen, ich finde es ja ganz cool, dass nicht alle Pokémon hier wieder vertreten sind, sondern nur ein paar. Das hatten wir zwar, das war ja bei Schwert und Schild auch schon so ein Thema, aber hier finde ich es eigentlich gut. Man kann sich auf einzelne Pokémon fokussieren, zum einen. Zum anderen finde ich es persönlich jetzt auch nicht so wild, wenn jetzt halt mal, ja, nicht alle Pokémon, also doch sehr, sehr viel mittlerweile gibt, im Spiel vertreten sind. Weil eben, ich finde, das muss ja gar nicht sein. Vor allem bei sowas jetzt nicht. Okay, bei dem bringt das irgendwie auch nichts. Tangolos hatten wir auch schon. Aber ob es irgendwie auch möglich wäre, eine Entwicklung der Pokémon herbeizuführen. Pensier wurde geweckt. Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich glaube, ich habe doch hier relativ viele Pokémon erwischt. Schon beim ersten Mal meine ich halt. Das Aroness müsste ich einfach irgendwie ein bisschen früher erwischen. Mäh, mäh, mäh. Mist. Das stört ihn nicht besonders. Ja gut, sind auch müde, sollen auch schlafen, ne? Also verstehe ich natürlich schon. Hut, Hut. Ja, du trägst mal meinen Hut, Hut. Hm? Okay, das wäre irgendwie eine Art Safcon, alter Schwede. Hier wieder abgeschossen von wilden Vadribis. So, offenbar kein Bock zu fressen. Ah, das aber schon.
Okay, Hoplo stürzt nicht. Aber gut, Freunde, würde ich mal sagen, haben wir wieder ein bisschen was geschafft für heute. Ich denke, wenn wir wirklich in jeder Folge so irgendwie gut 30 Minuten machen, kommt das gut. Also irgendwie 3-4 Mal so eine Region oder so eine Strecke, nicht Region, sondern vor allem eine Strecke ablaufen. Kommt das sicher nicht allzu schlecht. So, machen wir das noch. Hoppla, haben wir jetzt neu. Ich mache mal... Wann haben wir irgendwie auch neue Pokémon drauf, aber ich... Ja, finde das eigentlich besser. Nee, kommt schon das hier. Tut. Oh. Das ist richtig süß hier. So, Professor, dann gib's mir. Zeig mir, was du gecheckt hast. Okay, der ist ein bisschen besser. Fand ich eigentlich auch. Sind wir uns wieder mal einig? Herr Professor. New Record. Was, 4 Sterne sogar? Krass. Schade. Ja, behalten wir das, komm. Und auf ein Stern. Ja komm, das ist irgendwie so gut geworden. Ines. So. Natürlich das hier. 1 Stern, 2 Sterne. Sehr gut. Ja. Ne, komm, behalten wir das hier. Vielen Dank, Professor. Park bei Nacht und Level Up. So, Freunde, wenn wir sagen, das wäre es dann für heute. Nächste Folge machen wir uns dann hoffentlich auf neue Regionen. Falls noch nicht sein sollte, werde ich das offscreen dann noch irgendwie so hinbiegen oder mich mal kurz informieren, was dazu braucht. Damit wir nicht irgendwie allzu viel Zeit verlieren. Aber ich glaube, doch, jetzt vor allem, da wir jetzt auch Level 2 sind auf mit Park in der Nacht und so, müsste eigentlich klappen. Hoffen wir es. Bis zum nächsten Mal zurück bei New Pokémon Snap. Bye bye.